Donnerschlag. Gedankenanstoß und Inspiration. Donnerschlag vom 4. April, Thema Dankbarkeit. Fällt es dir nicht auch leichter, für die schönen und guten Dinge im Leben dankbar zu sein? Mir geht es jedenfalls so. Doch wenn ich mir so überlege und auf meine Vergangenheit zurückblicke, ist mir vor einigen Tagen ein Gedanke durch den Kopf, der mich nicht mehr losgelassen hat. Dazu muss ich jedoch ein bisschen ausholen und von einem anderen Gedanken berichten, der mich ebenfalls nicht mehr losließ. Ich habe, weil ich Langeweile hatte, über den Verlauf meines Lebens nachgedacht. Dabei sind mir Situationen und Ereignisse aus meiner Vergangenheit durch den Kopf, die mich keine guten Gefühle der Dankbarkeit verspüren ließen. Im Gegenteil, Wut, Trauer und Hass kamen in mir hoch und der Wunsch, mein altes Feindbild aus der Kiste der Vergangenheit hervorzukramen, es zu polieren und wieder hochzuhalten, war sehr stark. Es schien mir jedoch, dass dies zu einfach wäre. Denn waren es nicht gerade diese Ereignisse, die mich zu dem machten, was ich heute bin? Sind es nicht gerade diese Erlebnisse, die mich, wie man so schön sagt, in die Arme von Jesus und dem Vater trieben? Wahrscheinlich schon, denn wäre alles gut verlaufen, würde ich ziemlich sicher ein Leben ohne Jesus führen, da ich atheistisch aufgewachsen bin. Hat Gott nicht selbst schreckliche Dinge zum Guten gewendet, die zum Beispiel der Fall Josef, der von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wurde? Josef war maßgeblich daran beteiligt, dass eine lange Hungersnot mehr oder weniger glimpflich ausging. Wäre nicht Josef in Ägypten gewesen, so wäre Jakob und seine Sippe mit großer Wahrscheinlichkeit verhungert. Oder der Fall Moses, der einen Ägypter ermordete und fliehen musste. Auf der Flucht lernte er seine Frau kennen, gründete eine Familie und begegnete Gott. Aus dieser Begegnung mit Gott erhielt er den Auftrag, sein Volk aus der Sklaverei zu befreien und mit diesem Volk einen ausgedehnten Trip durch die Wüste zu unternehmen. Und nicht zuletzt der Fall Jesus, eigentlich eine juristische Katastrophe, der letztendlich jedem Menschen die Möglichkeit gibt, sich mit Gott, dem Vater, zu versöhnen. So gesehen habe ich allen Grund, für alles dankbar zu sein. Und du? Übrigens, hast du gewusst, dass Dankbarkeit zu einem positiven Gefühl führt? Dankbarkeit beeinflusst unsere Gedanken im positiven Sinne und führt in weiterer Folge zu mehr Lebensqualität. Wenn wir dankbar sind, steigt unser Dopamin- und Serotoninspiegel. Wir schlafen besser, können den Hang zum Grübeln wie auch zu depressiven Verstimmungen senken und stärken unser Selbstvertrauen. Man könnte auch daraus schließen, dass Gottes Wunsch nach Dankbarkeit uns und unserer Gesundheit dient. Ich denke, dass Dankbarkeit in der Beziehung zu Gott Folgendes bewirkt. Es stärkt unseren Willen, seine Gebote zu halten. Dankbarkeit ermöglicht es uns, die Hand Gottes zu sehen, die unser Leben leitet. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine gute Zeit und viel Spaß.